Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mich erstmal bedanken für die wirklich große Resonanz auf die letzten Videos. Insbesondere das letzte Video war ja wohl, ich sag mal so, für meine Verhältnisse exorbitant, was die Aufrufzahlen angeht. Und ja, auch danke an die, die bis dato ein Abo dagelassen haben. Ich möchte euch aber vorwarnen, also so informative Videos und so sketchmäßige Videos, das gibt es nur, wenn mich gerade die Muse küsst. Also ich hoffe, ihr habt euch mit dem restlichen Content ebenso beschäftigt. Das heißt, hier wird auch ein bisschen über das aktuelle Geschehen beim 1. FC Köln gesprochen. Und nun ja, ich habe jetzt mal wirklich eine lange Zeit lang abgewartet. Heute ist es mal wieder Zeit für einen kleinen Real Talk. Die Winterpause nähert sich dem Ende. Und nun ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht über den Verlauf. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, ab dem Moment, wo der letzte Spieltag der Hinrunde abgepfiffen wird, geht es dann los. Dann eine Neuverpflichtung nach der anderen. Mindestens 4 Stück habe ich erwartet. Nach dem, was hier alles so versprochen wurde, mehr oder weniger. Und hier wurde ja von Schattenkadern und dergleichen gesprochen. Wir hatten jetzt über ein Jahr lang Zeit und wir haben, Stand jetzt, es ist Sonntag, es ist 14:07 Uhr jetzt zu diesem Zeitpunkt. Wir haben bis jetzt nur einen einzigen offiziellen Neuzugang. Angeblich, das ist jetzt schon mal eine dieser News, die wir hier verpacken, soll vom FC Sion der Innenverteidiger Joel Schmidt auf dem Weg sein. Seit Wochen beschäftigen wir uns ja mit diesem Transfer. Seit Wochen wird da irgendwie eine Lösung gesucht, aber scheint wohl eine gefunden zu sein. Also wir zahlen wohl anscheinend irgendwas zwischen 2 und 3 Millionen. Nun ja, aber trotzdem so eine Sache, die ganze Zeit in der Schwebe war. In der Schwebe, Entschuldigung. Ich denke wieder an unseren Torwart. Und Stand jetzt wird er zum Medizincheck erwartet. Nur ob das jetzt heute sein soll oder Montag, das wird sich noch herausstellen. Ich werfe die ganze Zeit einen Blick auf mein Handy, das hier liegt. Es tut sich nichts. Natürlich kann bei so einem Medizincheck auch noch irgendwas schief gehen. Siehe Gregory Wüthrich, ein weiterer Innenverteidiger, den wir beinahe verpflichtet hätten. Der hat sogar bei uns auf der Tribüne gesessen und er wechselt nicht. Dasselbe gilt auch für Ivan Prtain von Union Berlin. Wie gesagt, ist ja ein kleiner Real Talk. Das ist jetzt auch nicht zwingend so, dass ich jetzt hier die Ambition hege, das Ganze besonders informativ zu lassen. Aber ich bin enttäuscht. Vor allen Dingen, es zeigt mir, dass man sich wirklich mal wieder nur mit Spielern aus bestimmten Regionen, aus bestimmten Ligen beschäftigt hat, dass man nicht mal über den Tellerrand geschaut hat und gesagt hat, komm, guck mal, jetzt vergesst mal meine serbisch-slowenische Herkunft, aber auch ich beschäftige mich dort mit dem Spielermarkt. Einfach mal ein Beispiel. Wie heißt der Junge? Arnel Jakubovic. Spielt aktuell beim Talentelieferanten, europäischer Talentelieferant schon seit Jahrzehnten, NK Osijek. Ist von NK Maribor zum Beispiel im Sommer dahin gewechselt und aktueller Marktwert 1,8 Millionen, hat in der kroatischen Liga 14 Tore geschossen und 4 Vorlagen, 29 Einsätze. Bitte, erzählt mir hier nicht, dass die kroatische Liga eine Graupenliga wäre. NK Osijek schafft es immer mal wieder, Hajduk Split und Dinamo Zagreb insbesondere als Abomeister mal ein bisschen Paroli zu bieten. Das ist ein guter Verein. Ist jetzt mal so ein Beispiel, dass ich mal über den Tellerrand schaue. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, mach's doch selber, wenn du das so gut kannst. Guck mal, ich mache es gerne selber. Ich gehe gerne in die Verhandlungen. Oder ich gehe gerne mit Christian Keller dahin und rede für ihn. Und übersetze alles, was er sagt, nicht im geringsten. Sondern ich übernehme die Verhandlungen. Ohne Scheiß. Ich meine das ernst, was Balkanspiele angeht. Ich glaube, ich könnte den FC als zumindest gutes europäisches Sprungbrett schmackhaft machen. Ganz ehrlich. Und dem Verein dort kann man auch klar machen, hey, wenn ihr euch 2 Millionen geben, seid ihr gut dabei. Das ist zumindest meine Meinung. Ist so eine bekloppte Meinung. Ist natürlich jetzt super Stammtischgelaber, aber dafür seid ihr ja hier. Deswegen auch der Disclaimer. Aber gut, das ist jetzt einfach nur mal meine Meinung dazu. Ich finde es scheiße, dass es so schleppend läuft. Gestern Abend hieß es dann noch, Benedikt Pichler von Holstein Kiel wäre im Gespräch. Einige waren schon euphorisch gewesen. Ja, der folgt dem FC bereits auf Instagram. Ist ein Kumpel von Erik Martel.
Na, also, dass er auf Instagram folgt. Jedenfalls, genau bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, hat Holstein Kiel geblockt. Mehr oder weniger verlautbaren lassen, nein, es kommt nicht zu einem Transfer, wir lassen den nicht ziehen. Ja, was jetzt dabei rauskommt, wissen wir vielleicht erst in den nächsten Tagen. Aber gut, ich hatte Bock, heute ein Video zu machen, ein bisschen über die Winterpause zu resümieren, so quasi. Aber ja, ohne Anspruch zu erheben, dass das Ganze chronologisch läuft. Wie fing das Trainingslager an? Ja, Marc Uth schon wieder verletzt. Und die Tendenz geht dahin, dass die Verletzung 5 Monate dauern wird. Beziehungsweise 5 Monate, bis er sich von dieser Verletzung erholt, mindestens. Das geschieht zum wiederholten Male. War ja schon zu Saisonbeginn so, dass er sich verletzt hatte und ein paar Monate ausfiel. Ich weiß nicht. Ich glaube, Marc Uth sollte langsam einsehen, dass das nichts mehr wird. Der Verein sollte einsehen, dass es nichts mehr wird. Da kann ich noch so sehr mich solidarisieren. Ich bin ja auch kein großer Fan davon gewesen, dass der Vertrag mit Luca Kilian einfach so verlängert wurde. Ist zwar ganz nett, aber weiß nicht so recht. Weiß nicht so recht, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ich würde Marc Uth wirklich ja, ans Herz legen, sich darüber Gedanken zu machen, ob das noch was wird mit der Profikarriere. Also ganz ehrlich, tut mir auch sehr leid. Ich habe ihn immer gemocht. War die letzten Jahre einer meiner Lieblingsspieler. Aber ich glaube, es wäre besser für ihn, wenn er vielleicht irgendwie bei einem lokaleren, kleineren Kölner Verein spielt. Wie der Fortuna zum Beispiel. Wäre voll cool, Marc Uth im Fortuna-Trikot zu sehen. So ein bisschen so es ruhiger angehen zu lassen. Klar, Regionalliga ist nicht leicht, aber mit ein paar Einsätzen zwischendurch, da ist ihm auch ein bisschen mitgeholfen. Also ich weiß nicht, also ich glaube, das wird nichts mehr beim FC. Ganz ehrlich, Marc Uths Karriere, ja, ist in den letzten Zügen. Zumindest was erste und zweite Liga angeht. Das wird nichts mehr. Sag ich euch ganz ehrlich. Verabschieden wir uns mal innerlich davon. 5 Monate, ey. Und vor allen Dingen, du weißt auch nicht, ob der Heilungsprozess nach Plan verläuft oder ob man ihn nicht viel zu früh ins Rennen schickt. Das ist ja auch noch die Frage. Siehe Luca Kilian. Deswegen, keine Ahnung, ich selber verabschiede mich innerlich von Marc Uth. Ja, dann begann das Ganze auch in der Winterpause mit weiteren Leihen. Wir haben ein paar Spieler verliehen. Sargis Adamian geht zurück nach Regensburg, zumindest für das nächste halbe Jahr. Es tut mir leid, er kann auch gerne bleiben. Es funktioniert nicht. Er und der FC ist erstens kein Match und zweitens, ich bin mir nicht sicher, was für eine Position er da in Regensburg spielen wird, ob das weiterhin irgendwie im Sturm sein wird oder vielleicht eher mehr so, dass er ins Mittelfeld rückt, aber ja, tut mir leid, der Typ trifft kein Scheunentor. Zumindest in den letzten Jahren nicht, da kannst du auch nicht unbedingt immer sagen, liegt am FC, liegt auch ein bisschen an ihm selber, es tut mir leid. Spätestens seit dem Nicht-Tor im Berliner Olympiastadion 2022, naja, spätestens seitdem ist er komplett in meiner Gunst gefallen. Und ja, das hat halt nie funktioniert. Ich hoffe, die Leihe wandelt sich irgendwie in einen Kauf um. Es tut mir leid. Ist nichts persönlich gegen ihn, aber er und der FC, das ist kein Match. Florian Dietz wird auch verliehen an den SCR Altach. Aktuell sind die, glaube ich, Tabellenletzter in Österreich. Da wünsche ich ihm persönlich auch noch viel Glück. Ich meine, ich habe ihn immer besser gehalten als, also ich habe ihn immer für besser gehalten als einen Steffen Tigges, ehrlich gesagt. Und ja, mal gucken. Ist auf jeden Fall vielleicht gut für unser Konto. Ich weiß nicht, ob die jetzt das Gehalt übernehmen werden. Aber mal gucken. Vielleicht entwickelt er sich da ja weiter. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ab und zu mal werde ich mal einen Blick auf die österreichische Liga werfen. Elias Bakatukanda wird bis ans Saisonende mindestens ausgeliehen an Blau-Weiß Linz, hat aber auch gleichzeitig seinen Vertrag verlängert. Geile Sache, weil Bakatukanda ist ein Kölscher Jung und somit ist es auch quasi ein Bekenntnis zum ersten FC Köln. Hat mich sehr gefreut, das auch noch gleichzeitig zu vernehmen. Es gibt auch noch eine Option, dass diese Leihe um eine weitere Saison verlängert wird. Ja, mal gucken. Vielleicht brauchen wir ihn ja nächstes Jahr und würde mich schon freuen. Ich wünsche mir schon eine Integration von ihnen in unseren Kader. Eine andere Leihe, die abgebrochen wird, ist Mansour Urotakba. Kommt zurück von Jan Regensburg. Hat auch da irgendwie nie richtige Einsätze bekommen. Hat auch kein einziges Tor geschossen. Wird dann bei uns in der U21 eingesetzt. Beide Parteien sehen das als den richtigen Schritt an. Damit hätten wir ja schon einen Stürmertransfer, stimmt ja. Der ist ja vorweggenommen gewesen, der Stürmertransfer, stimmt ja. Sonst hätte er ja schon jetzt Teil unseres Kaders sein können. Stimmt ja. Das wäre ja beinahe entgangen. Stimmt ja. Der ist ja eigentlich schon ein vorgegriffener Transfer gewesen. Hey, wow. Also ich beende auch ehrlich gesagt hier mit Christian Kellers
ja, wie soll ich sagen, Gnade, die ich habe walten lassen. Der Maulkorb ist hiermit offiziell schon vorzeitig beendet, weil der regt mich viel zu sehr auf. Aber da kommen wir später nochmal zu. Dann Patrick Kristall, auch ein weiterer vorweggenommener Transfer. Da ist ja die Saison in Estland soeben erst beendet worden. Deswegen konnten wir ihn tatsächlich rechtzeitig verpflichten. Wird erst einmal zum Kader der U21 gehören. Das scheint ja wohl ein vielversprechendes Talent zu sein. Ein typischer Zehner, ist bereits mit 17 Jahren oder wurde schon mit 16 Jahren, glaube ich, estnischer Nationalspieler. Sein Vater Marco ist auch mittlerweile Trainer. Ja, es kommen nicht besonders viele berühmte Spieler aus Estland. Da ist mir der Name entgangen des einen Spielers, der mal für Liverpool gespielt hat. Weiß nur, der Vorname war Ragnar, ist aber nicht Ragnar Achem. Ja, Estland. Jetzt schon estnischer Nationalspieler. Ob das jetzt was heißt, ich habe mir ein paar Highlight-Videos von ihm angesehen. Sah cool aus, was er da gemacht, aber das war auch teilweise vor leeren Tribünen. Jetzt mal gucken. Jetzt mal gucken, wie es aussieht, wenn er dann auch noch den Druck der Fans im Hintergrund hat. Aber, wer weiß, vielleicht ist das ja ein kleiner Königstransfer. Bin mal gespannt. Ja, aber wie gesagt, ja, Joel Schmid wollten wir auch noch mal kurz mit reinnehmen. Wie gesagt, soll angeblich noch in den kommenden Stunden zum Medizincheck erwartet werden. Jetzt ist es 14:17 Uhr auf meiner Uhr an einem Sonntag. Ich weiß, vielleicht arbeitet heute auch keiner unserer Ärzte. Aber, naja. Gucken wir mal. Kann ja noch irgendwas schiefgehen. Siehe Gregory Wüthrich. Sprechen wir nochmal unsere Ärzte an, unser Ärzteteam. Ja, Marc Uth schon wieder verletzt. Ich persönlich habe das schon mal geäußert. Entschuldigung, habe schon wieder so einen Frosch im Hals. Ich persönlich sage nur, weil diese Ärzte für einen Profiverein arbeiten, heißt noch lange nicht, dass gute Ärzte sind. So oft wie sich bei uns Spieler verletzen, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass wir einfach nur beschissene Ärzte haben. Habt ihr euch mal mit den Gedanken auseinandergesetzt? Letztes Mal rief der Kardiologe meiner Mutter an und meinte zu meiner Mutter, sie müssen noch mal vorbeikommen. Wir müssen noch mal die Halsschlagader prüfen. Weil das habe ich das letzte Mal vergessen. Ist mal so ein Beispiel für beschissene Ärztearbeit. Deswegen, verlasst euch nicht zu sehr darauf, dass wir gegebenenfalls gute Ärzte haben. Ja, wie gesagt, also die Winterpause nimmt nun ein Ende. In einer Woche genau haben wir unser erstes Spiel der Rückrunde gespielt. Dazu werden wir diese Woche noch kommen, liebe Freunde. Zwischendurch spielt der FC nochmal zu Hause im Franz-Kremer-Stadion am Dienstag um 14 Uhr gegen die Viktoria, also Viktoria Köln. Das ist nochmal unser letzter Test, bevor es dann Samstag 20:30 Uhr ans Eingemachte geht im Volksparkstadion in Hamburg. Schauen wir mal, ob wir uns da eine Revanche gelingt. Ich sag mal so, also so eine kleine Tendenz von mir. Solange sich unsere Leistungsträger nicht anfangen, in kürzeren Abständen zu verletzen, sehe ich schon Potenzial, dass wir tatsächlich aufsteigen könnten oder zumindest die Aufstiegsrelegation schaffen. Aber ich persönlich sag mal so, wenn wir tatsächlich jetzt keinen weiteren Stürmer verpflichten und wenn da irgendwas schief läuft mit Joel Schmid und wenn Joel Schmid vielleicht nicht funktioniert, weil Pierre, Grüße gehen raus, Kanal Köln in Zeit, er hat dann noch mal ein bisschen so festgestellt, dass er ziemliche Kopfballschwächen haben soll. Weiß nicht, dass das irgendwie gegebenenfalls kein Match ist, dass wir vielleicht nicht zusammenpassen. Die Gefahr ist auch gegeben, deswegen, ich glaube, wir sollten in dem Rest dieser Saison hoffentlich mal vom Verletzungspech verschont bleiben, weil dann könnten wir tatsächlich aufsteigen. Ansonsten, aufgrund dessen, wie die Transferphase bisher gelaufen ist und sie uns gegebenenfalls sogar misslungen ist, wirklich, ich verstehe Christian Keller nicht, was das für ihn für ein Kampf gegen Windmühlen ist. Andere Vereine schaffen das doch auch. Ich verstehe nicht, warum er da immer so eine Kunst draus macht, eine Kunst, Spieler zu verpflichten. Als ob es das Schwerste wäre, einen Stürmer zu verpflichten. Ah ja, übrigens, ja, Stürmer. Stimmt ja, gibt es noch einen Stürmer, der weiterhin eine Lobby hat. Steffen Tigges bleibt weiterhin uns erhalten. Er hat natürlich auch jetzt getroffen gegen Lugano beim 3:3 im Testspiel. Aber ich lege nicht viel Wert auf Testspiele. Deswegen rede ich darüber auch nicht. Da gibt es keine aktive Fanszene, da gibt es keine richtigen Fans, die anfeuern, da gibt es nicht den gleichen Druck.
Und man spielt ein bisschen herum, man probiert ein paar Sachen aus, ist mutiger. Ich gebe nicht viel Wert auf Testspiele. Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob der FC gerade ein Testspiel hat. Es sei denn, ich habe gerade irgendwie ja das Bedürfnis, meine Fußballsucht oder meine FC-Sucht zu befriedigen und fahre mal eben rüber, wie zum Beispiel vielleicht am Dienstag. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich auch keinen Bock, aber falls ich irgendwie spontan Bock habe, wird eh nicht ausverkauft sein. Dann fahre ich vielleicht hin. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja. Wie gesagt, warten wir mal ab, was sich noch im Verlauf der Woche so tut. Fakt ist, wir kassieren mal wieder ein paar Absagen, haben ein paar Sachen in der Schwebe. Es ist nicht das geschehen, was uns versprochen wurde, dass hier so ein richtiges ein Transfersturm gestartet wird. In dem Sinne, einfach mal, Stand jetzt hat Keller mal wieder Scheiße gelabert. So deutlich muss man es sagen. Er hat zum wiederholten Male Scheiße gelabert. Das ist auch wirklich ein Scharlatan, der seinesgleichen sucht, liebe Freunde. Wirklich, der Mann, das ist so ein Manipulateur. Auf der einen Seite kritisieren ihn alle zurecht, aber sobald er dann auf die Bühne steigt, ja, dann erntet er Applaus, weil er so schön reden kann, FC-familisch und so weiter und so fort. Hört auf, euch von solchen Populisten Honig ums Maul schmieren zu lassen. Das ist das Einzige, was mich von der kölschen Kultur ein bisschen distanziert. Ihr lasst euch viel zu sehr einlullen, ihr lasst euch viel zu sehr Honig ums Maul schmieren. Sobald einer euch irgendwelche Sachen schön verpackt, dann seid ihr plötzlich Feuer und Flamme für die Person. Seid da mal ein bisschen distanzierter. Der Typ labert Scheiße. Und jeder andere Sportjournalist, jeder andere Verein fragt sich, was wir da eigentlich für einen Blödsinn machen. Deswegen, ich kann es kaum erwarten, wenn dann die Mitgliederversammlung im Herbst ist und dann dieser Vorstand abgesägt wird. Denn der nächste Präsident oder das nächste Präsidium wird ihn deutlich kritischer beäugen und sobald der erste eklatante Fehler geschehen ist, glaube ich, war es das mit ihm. Aber die müssen alle weg. Ganz einfach. Kurz und knapp, die müssen alle weg. Es ist auch scheißegal, dass er jetzt Gazi Begovic verpflichtet hat. So ein Gazi Begovic denkt sich auch, ja toll, Amanakoin, was ist das hier, ja? So, bin ich jetzt hier alleine oder was? Was hat der mir ja wieder erzählt, was wir hier aufbauen? Ganz ehrlich, der denkt sich auch, der redet doch auch bestimmt mit Hussein Bashic und sagt, ey, wo hast du mich hier hingeholt? So kann der auch mal das machen, was er hält. Ich dachte, wir starten hier groß durch. So denkt der bestimmt jetzt bald. Stand jetzt, sagt er bestimmt was anderes, aber in ein paar Monaten, wenn da die Kacke am Dampfen ist und dann die ersten Verletzten kommen, dann stehen wir da. Man muss ein bisschen mal vorausschauen, auch ein paar Spielern den Vertrag verlängern. Max Finkgräfe ist auf dem Abflug, könnt ihr euch auch schon verabschieden. VfB Stuttgart ist interessiert, wir haben jetzt einmal geblockt, aber der Vertrag läuft 2026 aus und ich glaube, Max Finkgräfe, unser größtes Talent in den letzten Jahren, hat keinen Bock, seinen Vertrag zu verlängern. Geil. Tim Lemperle geht übrigens auch zu Hoffenheim. Geil, du bist so gut. Ich habe richtig Probleme mit meiner Dyskalkulie, die ganzen Titel zu zählen, die Christian Keller in seiner Zeit beim 1. FC Köln erreicht hat. Ich habe richtig Probleme, das alles zu zählen. Diese 6000 Meisterschaften und diese 600.000 DFB-Pokale, die wir da unter Christian Keller gewonnen haben. So ein guter Manager ist der. Wow, du bist so geil. Ich hoffe, ihr konntet den Sarkasmus erkennen. Das war es erstmal für diese Woche. Ich bin ein bisschen angepisst. Ja, es könnte schlimmer sein. Ich war eigentlich erleichtert mit dem Herbstmeistertitel, aber jetzt geht es wieder ans Eingemachte. Es wird bald ernst. Und wenn jetzt hier die Spieler anfangen, sich zu verletzen, dann Halleluja. Das war's dann erstmal für diese Tage. Wir sehen uns wieder kurz vorm Spiel gegen den Hamburger SV. Und dann würde ich an der Stelle sagen, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.